Kurznachrichtendienst Twitter hat nach eigenen Angaben rund 3500 Konten gesperrt, die meisten, weil sie Propaganda der chinesischen Führung zum Umgang mit der uigurischen Minderheit im Land verbreitet hätten. China will die zwangsweise Streichung seiner Firmen von den US-Börsen stoppen. Wir arbeiten sehr hart daran, das Problem mit US-amerikanischen Kollegen zu lösen, sagte Shen Bing, Generaldirektor der Abteilung für internationale Angelegenheiten, am Donnerstag. Die USA und Japan haben sich wegen dem Druck Chinas auf Taiwan eingeschaltet. Japan betont erneut, dass China gestoppt werden muss. Der ehemalige Verteidigungsminister Japans Taro warnte China, Gewalt gegen Taiwan anzuwenden und drohte mit wirtschaftlichen Sanktionen. Die jüngsten Atomgespräche sind am Freitag in Wien mit angespannter Stimmung pausiert worden. Es gebe noch erhebliche Herausforderungen, sagte EU-Chefverhandler Enrique Mora Freitagnachmittag in Wien. Die chinesische Behörde für Fremdwährungen hat die Regeln für Ankauf und Verkauf von Fremdwährungen verschärft, um Manipulation und Abzocke zu verhindern. Die Behörde ist der Überzeugung, dass diese neuen Regeln mehr Gerechtigkeit und Kontrolle bewirken werden. Mehr als 100.000 russische Soldaten stehen an der Grenze zur Ukraine bereit. In Kiew herrscht Angst, dass sich die Geschichte wiederholt. Die NATO ist nur bedingt abwehrbereit und nun setzt Russland die USA unter Druck. In Bischkek existiert die türkische Manas-Universität seit 25 Jahren. Die Universität bietet ihren Studenten zahlreiche Möglichkeiten. Die Universität unterrichtet auf Türkisch und Kirgisisch.